Noch eine Stunde, dann startet sie wieder. Die legendäre John Ray Boogie Woogie Gedächtnisparty in Augsburg. Organisator Horst Koristka steht schon unter Strom. Also ich hoffe, dass heute sehr viele Leute kommen. Wichtig ist mir diese Spendenbox, also die muss voll werden. Jedes Jahr wird Geld für krebskranke Kinder gesammelt. Und die Gäste können sich für die deutsche Knochenmarkspenderdatei typisieren lassen. Ganz im Sinne von John Ray, dem Horst die Party gewidmet hat. John Ray war ein Kumpel von mir. So hat er ausgeschaut, als ich ihn kennengelernt habe damals. Er war Boogie-Tänzer, Rock'n'Roll-Tänzer und Disc-Jockey. Der hat auch Plattenaufnahmen gemacht, so hat er auf der Platte ausgeschaut. Und John Ray ist 1991 an Leukämie gestorben. Und das ist der Auslöser gewesen, dass wir diese John Ray Party ins Leben gerufen haben. Dann probieren wir mal. Zack, super. Langsam füllt sich die Tanzschule Easy Dance im Augsburger Süden. Unter den Gästen sind heute auch Klaus Engler und Rosemarie Huber. Für die beiden ist der Abend eine Premiere. Auf der John Ray Party waren sie vorher noch nie. Ja, überhaupt das erste Mal bei Boogie und allem. Also das ist jetzt totales Neuland für uns. Also für mich, und ich bin da total aufgeregt. Geübt haben wir, ob es reicht, wissen wir noch nicht. Genau. Und jetzt fangen wir aber zum Tanzen an. Ich wünsche euch viel Spaß bei unserer 33. John Ray Party. Und los geht's. Für den heutigen Abend haben sich Klaus und Rosemarie seit Wochen vorbereitet. Einen Monat zuvor. Immer montags trainiert Horst in einer Augsburger Turnhalle mit seinem Tanzclub Rocking Teddy Bears. Also Männer, ich habe jetzt eure Füße angeschaut, 50% schlurfen. Ich will eure Wechselschritte sehen, bitte. Und jetzt. Heute hat Horst eine besondere Schrittfolge auf dem Programm, den sogenannten Fußkreuzer. Und der ist nicht ganz einfach. So weiter und so fort. Für den Anfängerpärchen ist das schon schwierig, weil die Koordination hier auf beide Seiten zu machen, das checken die Anfänger noch nicht so ganz. Aber mit viel Übung und viel Wiederholungen kriegt man das schon hin. Einen Anfängerkurs haben Rosemarie und Klaus schon hinter sich. Jetzt wollen sie endlich richtig Boogie-Woogie tanzen lernen. Könnt ihr es uns mal zeigen? Ja, wir probieren es mal. Ja, genau. Und 1, 2, 3, 4, 5 und 6. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. 1, 2, 2, 3, 4. Falsch. Wir haben die Hände vergessen. Nochmal. Also ich habe jetzt gerade ein Problem damit, dass ich sage, ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich muss jetzt hier den rechts nach rechts und den links nach links. Ich habe auch gemerkt, das hat noch nicht so ganz geklappt. Also da braucht es einfach noch Übung. Und der Schritt, wir sind eine blutige Anfänger, das ist alles irgendwie ganz neu für uns. Und ja. Von Anfängern wie Rosemarie und Klaus bis hin zu alten Tanzhasen ist bei den Rocking Teddy Bears alles vertreten. An diesem Abend treffen sich die Erwachsenen, aber es gibt auch Kindergruppen. 1975 hat Horst Koristka den Tanzclub gegründet und in Augsburg zu einer echten Institution gemacht. Ich habe von Anfang an den Breitensport gedacht. Der Spaß muss im Vordergrund stehen. Sicher tanzen wir auch manchmal schnelle Takte oder wir gehen manchmal auch auf so ein Hobbyturnier. Aber es soll einfach jeder mitmachen können. Tiefer die Hand. Ja. Dem wachen Auge von Tanzlehrer Horst entgeht nichts. So. Eins noch, Klaus. Ja. Das schaut nicht gut aus, wenn du mit der Rose... 1, 2, 3, 4. Wenn du mit der Rosemarie den Fußkreuzer machst, ja, alles gut und schön, aber wenn du dann runterschaust, dann ist die Figur weg. Ja? Du musst zum Publikum schauen, dann schaut es schön aus. Nochmal. Ah, jawohl, jetzt. Ja, ja, und das lächelst du. Sehr schön.
Klaus, das haben wir im Kasten. Chaka. Das ist dann einfach, sage ich mal, ein super Gefühl. Wenn man dann was geschafft hat und kann man dann irgendwann auch mal einbauen. Zum Beispiel 4 Wochen später auf der John Ray Boogie Woogie Gedächtnisparty. Die ist mittlerweile in vollem Gange. Klaus und Rosemarie versuchen an alles zu denken, was sie schon gelernt haben. Vom Fußkreuzer bis zum Blick ins Publikum. Der Blick war gut, gell? Ja, wir vergeben unser Bestes. 2- bis 3-mal die Woche haben sie für die Party geübt. Ob sich das schon bemerkbar macht? Wir sind jetzt immer so ganz außer Atem und also die Kondition baut man schon auf, wenn man öfter übt. Ja, es ist Sport, es ist ein richtiger Sport. Ich finde es total mitreißend hier. Bin auch schon total durchgeschwitzt. Meine Fliege hat hier leider schon verlassen. Ja, habe auch schon das zweite Hemd an. Also echt total abgefahren. Als besonderes Schmankerl gibt's ein paar Elvis-Songs von den Augsburger Kickstarters. Sänger Phil lässt sich danach für die Knochenmarkspenderdatei typisieren. Schließlich geht's hier um den guten Zweck. Wenn jemand einen 50er in die Box steckt, lässt Horst die Glocke läuten. Was motiviert ihn zu alledem? Ich mache es, weil es mir Spaß macht. Und man soll einfach Gutes tun im Leben. Und ich bin so gebrannt. Mit Tanzen Gutes tun. Von der ersten Party 1992 bis heute hat Horst Koristka rund 44.000 € für krebskranke Kinder gesammelt. Der Horst macht es super. Er ist einfach klasse. Die Leute haben Spaß am Boogie, am Tanzen und es ist so ein Abend, der die Sorgen vergessen lässt. Das ist super, weil es ist eine Veranstaltung, die seit über 30 Jahren jedes Jahr ist. Ja? Und ist eigentlich in Augsburg so der Hauptevent für alle Boogie-Tänzer. Boogie-Tänzer, zu denen jetzt auch Klaus und Rosemarie gehören. Ob sie zufrieden sind mit ihrem heutigen Party-Einstand? Großartig. Ich freue mich, dass ich so was Tolles erleben durfte. Und ich möchte ganz, ganz, ganz viele solche Partys erleben. Nächstes Jahr sind wir wieder dabei. Es wurde dann noch ein sehr langer Abend, bei dem Profis wie Anfänger viel Freude hatten. Und genau so ist es bei der John Ray Boogie Woogie Gedächtnisparty ja auch gedacht.